Einer fragt seinen Freund anfangs, ja, was sind deine Ziele? Na, mein Ziel ist Mittag. Das wäre das Ziel für den Tag. Und aber ich meine, ein Ziel, was du auf längere Sicht hast, nach Unkas eten. Das Ziel auf längere Sicht ist Unkas eten, das Monat doch bloß am Eten. Mein Ziel von der ist nach Mittag eten. Das nächste Ziel, was ich habe, ist Unkas eten. Eins der Ziel ist, bei einem Monat kommen. Eins der Ziel ist, alle Schulden bezahlen. Wenn ich alles bezahlt habe, dann will ich anfangen, glücklich zu sein. Wenn ich erst mein Auto bezahlt habe, wenn ich mein Haus bezahlt habe, wenn ich das bezahlt habe, wenn ich schuldenfrei bin, dann würde ich anfangen, $10 zu leben. Aber währenddessen wird das noch so schwer sein, dann kann ich mir nicht andere Ziele setzen. Und was tust du währenddessen noch? Was machst du dieses Jahr erreichen? Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Wenn ich will eins was erreichen, ist es wichtig, dass da eine Konnexion ist mit dort, was mein Ziel ist. Also ein Ziel hat je mit Glauben zu tun. Ich glaube. Ob das wird passieren oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Bibel merkt ganz mild, dass wir Sachen sollen, ich glaube deine Sachen, was wir noch nicht sein können. Dass wir uns verstrahlen. Und worauf basiere ich mich, wenn ich denke, was die Bibel sagt, in Glaube? Die Bibel redet viele Beispiele von Glaube. Und eigentlich habe ich uns finden in Lukas, wo Jesus dort sagt, wenn jemand am zurückkehrt. Lukas Kapitel 14, Vers 31 sagt es so. Wenn ein König, der geht einmal in Streit mit einem anderen König, und vorher hat er sich beraten lassen, wenn er mit 10.000 auf das was kennen, 20.000. Oder jemand, was böse will, der sagt sich erst an und merkt einen Plan und rechnet das aus, auf das auch was eng merken kann, um nicht hängen zu bleiben. Erst vorher ausrechnen, wo ich das schaffe oder wo ich das nicht schaffe. Das ist, was uns die Bibel sagt in Lukas. So, glaubst du an die Bibel? Was ist, wenn wir das sehen? Okay, ich sage mir an, es ist ein König. Das ist jemand, der sich böse will, bei dir was das kostet, sag an meine Gefälle. Bei dir, was mir diese Ehe kostet, an meine Gefälle. Bei dir kostet mir diese Gemeinde. Manche haben das ökonomisch einmal ausgerechnet, aber niemals an die Gefälle im Geistlichen. Und wenn ich eins von nicht ausgerechnet habe und das nicht mein Plan hat, dann tue ich das einfach nicht. Was hast du ausgerechnet, was dir das kostet, Jesus Christus nur zu feilen? Bist du bereit, den Priester zu bezahlen? Oder denkst du immer, nee, das haben mir alle viel zu dir. Ich soll bloß einfach ein bisschen hier von der, ein bisschen vom Wort Gottes kriegen. Aber wirklich mal, wo eine feste Verbindung hat mit dem Körper von Jesus, also eine Gemeinde, nicht. So wie die Bibel sagt, die Gemeinde ist mein Körper, sagt Jesus. Jetzt schreien wir dir über Tele was hier, aber es ist auch wichtig, eine Gemeinde haben, wo du kannst ein Teil sein. Und was, wenn die Gemeinde nicht funktioniert? Wenn alle bloß erwarten, und keiner gibt, dann kann er nicht kriegen. Aber wenn alle geben, dann alle kriegen wird. So. Ich rechne mir das aus, das wird mir kosten. Und wenn ich Jesus will nachfolgen, sehe ich bereit, den Priester zu holen. Aber wenn wir nochmal reden von Zielen vom Jahr, wenn ich nu ein Ziel habe, wenn ich einen Traum habe, okay, was ein Jahr zum Beispiel will ich 10 Kilo aufnehmen, dann bedeutet das, dass meine Handlungen, mein Plan der Aktion, der erst kriegt da noch an, als meine Ziele sind. Dass ich nicht eine Sache im Traum habe und die andere Sache, was andere tun. Dass das immer kann abstimmen, ich will das erreichen das Jahr. Aus dem ökonomischen, emotionalen, das ja im Geistlichen. Was musst du im Geistlichen diesen Jahr erreichen? Na, weit nicht. Wie weit musst du wissen? Was musst du von der Bibel lernen? Hast du den Plan? Eine gute Form ist, das abzuschreiben. Wenn wir was abschreiben, dann dürfen wir unseren Verstand brücken, dann dürfen wir die Hand brücken und dann brücken wir die Uhr. Aber wenn ich das bloß im Kopf habe, dann ist das leicht, dass wir bloß das alles durchhaben und dass das nicht so ernst ist im Leben. Bei dem von der Geschichte, der braucht seinen Körper auch, aber der braucht bloß zum Eten, der Hand in den Müll zu bringen. Aber das wäre für den das ganz Wichtigste. So, die Bibel merkt uns mit, wenn es wo einen Kampf gibt, denn wir haben ja das ganze Leben einen Kampf, wenn einen Kampf gibt, dass wir einfach reinmerken und ans Handsaten und ausrechnen, beruhigen lassen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Da sollen wir erst mal lieber bremsen und warten. Wo ich das Haus bauen kann, wo ich das Scheibe kann, geht das oder geht das nicht. Und dann redet von beruhigen lassen, dass wir mit anderen Menschen reden. Verke können andere uns einen guten Rat geben, was uns viele Tachten lassen. So, sie ein Mensch, der merkt sich Ziele und sagt, das Jahr ist ein Jahr, da will ich Gott ehren mit meinen Zielen, was ich glaube, sagen will.